willkommen zur Theaterstadelzeit. Ja, ich bin ja schon da, aber ich muss erst das Lied suchen. Und jetzt da. Eine Hitze ist das an dem Strand. Ja. Ich glaube, mich hat der Hitzschlag getroffen. Ja, du hast immer einen Schlag gehabt. Halt den Schnabel, Alois. Jawohl, liebe Schwiegermutter. Du Papa, du hast doch nichts dagegen, wenn der Hans und ich nur in die Diskothek gehen, oder? Die Diskothek wollt's ja noch. Ja, wir haben uns heute Lido Macaroni angeschaut und dabei haben wir eine Disco entdeckt und da möchten wir jetzt noch hin. Das war. Ja. Ich kann leider nicht mit, aber geht's halt alleine, ne? Ja. Und sagst einen schönen Gruß an die Frau Disco, gell? Machen wir. Für die Papa, Mama, Oma. Ja, für dein Gott, gell? Agate, Was ist, Alois? ich hätte noch ein wenig Hunger. Hunger? Ja. Du hast doch den ganzen Tag schon Obst gegessen. Obst, das glaubst du nicht, ich habe immer noch Hunger. Ach, das ist wirklich zum Verzweifeln mit dir. Ja. Ständig diese Esserei. Ja. Hier hast du noch 2 Butterbrote. Und ich habe einen Durst. Ich bin am Verdursten. Du brauchst jetzt nichts mehr trinken. Du gehst ins Bett, Mutter. Immer wenn ich Durst hab, dann muss ich ins Bett. Das ist gemein. Butterbrot macht Wangen rot. Doch Schinkenbröte machen sie noch röter. Nein, Was du denn, was brauchst denn? jetzt nichts essen. Du gehst jetzt auch in dein Bett. Immer wenn ich Hunger hab, muss ich ins Bett. Das ist gemein. Diese beiden, es ist nicht zu fassen. Eine Aufregung ist das bei uns, bis endlich alles im Bett ist. So, und ich gehe jetzt auch ins Bett. Endlich sind wir da. Papa, da ist ja ganz dunkel, da sieht man ja gar nichts. Ich sehe selber, dass ich nichts sehe. Und den Lichtschalter, wo haben wir denn das Licht, glaube ich? So lange war ich schon nicht mehr in unserem Ferienhaus, dass ich den Lichtschalter gar nicht mehr finde. Ah, da ist er. Ach du liebe Zeit, war das eine Fahrt. Ja. Was heißt fahren? Wir sind einmal gestanden, wir fahren. Hast du die 2 Weinbergschnecken gesehen, die uns am Brenner überholt haben? Die sind bestimmt schon 2 Stunden länger da als wir. Papa, ich hab das gleich gesagt. Die paar Tage Urlaub, die wir haben, die hätten wir ruhig in Südtirol verbringen können. Aber na, du musst ausgerechnet an die andere Seite von dem italienischen Stiefel. Ja, natürlich. Wenn man schon ein Ferienhaus an der italienischen Adria besitzt, muss man auch hin und wieder herfahren, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Nicht? Und die Gelegenheit war sehr günstig. Du und ich, wir 2 allein, Vater und Tochter im sonnigen Süden, weit weg von der Arbeit und vom Eheweib. Das haben wir mir immer schon gewünscht. Und endlich ist der Wunsch wahr geworden. Ja, ich freue mich auch, Papa, Ja, wirklich. das war ja schlecht, wenn es anders wäre. Du, aber Was denn? sag einmal, fällt dir nichts auf? Was sollte mir denn auffallen? Stinker tut's da herin. Stinker tut's, als wenn die Freiwillige Feuerwehr ihren Kameradschaftsabend da herin gefeiert hätten. Nein, ich mein... Ich kann das gar nicht verstehen, weil seit Wochen haben wir das Häusl nicht mehr vermietet. Ja schon, aber da schaut's aus, als wenn jemand vor kurzer Zeit nur Brotzeit macht. Tatsächlich. Sag einmal, Papa, bist du ganz sicher, dass das Häusl zurzeit nicht belegt ist? 100%ig. Ich habe mit der Agentur ausgemacht, dass wir vom... Sag einmal, was war
jetzt das? Also der Zeit nach zu urteilen, das Schreckgespenst von Lido Macaroni. Aber wenn er mir den Geist noch mal durch den Kopf gelassen, dann war das die Schlottermann, die alte Stadträtschen. Schlottermann? Ja. Wer ist denn das? Ein Drache, wie es im Buch steht. Die muss sich jeden Tag in der Früh die Zähne extra rasieren, weil sonst dann die Haare, die da drauf wachsen, erstickt. Ja, und woher kennst du die Schlottermann? Ja, von daheim. Sie und ihre ganze Familie wohnen, dem Himmel sei es geklagt, seit einem halben Jahr im Nachbarhaus. So, ja. Aber wie kommt jetzt die da her? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Aber der sagt, wenn wir dann auf den Grund gehen. Frau Schlottermann, tun wir es ruhig wieder runter. Nein, ich komme nicht herunter. Lieber Herr von der Mafia, bitte nehmen Sie mit, was Sie gebrauchen können. Denn Sie wollen auch meinen Mann. Das heißt, wenn er aus dem Kleiderschrank rauskommt. Aber bitte, bitte tun Sie mir nichts. Wer wird in Erna schon was da? Ja, der bläden Gans. Ich ganz bestimmt nicht. Leide doch nicht an Geschmacksverirrung. Das ist ja gar keiner von der Mafia. So ist es. Das ist ja der Herr Knorpel, der Stimme nach. Alois, komm raus aus dem Kleiderschrank. Ja, was reicht denn so, wenn es der Herr Knorpel ist, ha? Ha? Gott. Woher soll denn ich wissen, dass das der Herr Knorpel ist? Sag mal, erschrickst du nicht, wenn du mitten in der Nacht Pipi machen musst und siehst plötzlich einen fremden Mann vor dir stehen? Erstens muss ich bei der Nacht nicht Pipi machen. Zweitens erschricke ich niemals vor unbekannten Männern, höchstens vor bekannten Frauen, die neben mir im Bett liegen. Alois, zügle deine Zunge, ja? Sonst schläfst du die nächste Zeit in der Badewanne. Oh, das wäre gar nicht so unschön. Was ist? Ich möchte einen schönen guten Abend sagen, Herr Knorpel und seiner charmanten Begleitung. Wer kommen denn Sie nach Lido Macaroni? Ja, dasselbe kannte Sie auch fragen. Schließlich ist es ja mein Ferienhaus, in dem Sie und Ihre reizende Gattin sich befinden. Ja. Ihre reizende Gattin hat mir den Schlüssel für das Ferienhaus gegeben, bevor sie zu ihrer kranken Mutter fuhr. Ja, wie kommt denn meine Frau dazu, ausgerechnet Ihnen den Schlüssel für unser Ferienhaus zu geben? Ich meine, so rosig sind unsere nachbarschaftlichen Beziehungen auch wieder nicht, oder? Moment mal, Herr Knorpel. Ihre Gattin und ich, wir sind die besten Freundinnen. Um Gottes Willen. Ja, schließlich und endlich sind wir auch im gleichen Damengymnastikverein. Geh mir aus dem Weg, Alois. Bei dieser Gelegenheit kam auch die Sprache auf das Ferienhaus. Ja, das habe ich immer schon gewusst, dass dieser Arschbacken-Wackelverein nichts taugt. Gib dir einfach den Schlüssel her, ist doch nicht zu fassen. Ja, darf ich dazu vielleicht auch etwas sagen? Halt den Schnabel, Alois. Jetzt lass deiner Mann heute auch einmal was sagen, Frau Stottermann. Schlottermann, ja? Also, reden Sie los. Also, passen Sie auf, Herr Knorpel. Ihre Gattin hat gemeint, dass Sie wegen Arbeitsüberlastung das Ferienhaus heuer nicht benötigen, weil Sie keinen Urlaub machen können. Ne? Das hat sich halt jetzt anders ergeben. Ja, das kann ich sehen. Kaum ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse schon auf dem Tisch. Ja, ein Butterbrot haben Sie gefressen. Alois! Also, wenn ich Sie so anschaue, so jung sind Sie ja nun auch wieder nicht. Wie soll ich jetzt das wieder verstehen? Genau so, wie ich's gesagt habe. Sie Westentaschen-Casanova. Sieht doch ein Blinder, was hier los ist. Denken Sie eigentlich gar nicht an Ihre Frau, die sich in der Pflege ihrer kranken Mutter aufopfert?
Ich denke immer an Sie. An mich? Um Gottes Willen. Nein. An meine Frau. Besonders in meinen Albträumen verfolgt sie mich ununterbrochen. Ja, das kann ich gut verstehen. Sie Playboy, Sie. Naja, ich habe ja noch nie viel von Ihnen gehalten. Ich von Ihnen auch nicht. Aber das schlägt ja wirklich dem fast die Krone ins Gesicht. Geh mir aus dem Weg, Alois. Da kann ich nur noch sagen, pfui Teufel. Was haben Sie denn überhaupt? Ach so, Sie meinen die Heidi und ich? Das ist ja zünftig. Was ist das? Zünftig, griebig, lustig. Beschämend ist das. Soll ich aus dem Weg gehen? Ja, Alois. Sehr beschämend. Was wollen Sie denn? Die Heidi, das ist doch meine... Geliebte! Ach so, ja, na... Ja. Oh ja. Ach, mein Fritzi-Bubi. Sei doch ehrlich, dieser Frau können wir nichts vormachen. Ja. Die hat uns sofort durchschaut. Ja, das stimmt. Meine Frau durchschaut alles. Ihren Argusaugen entgeht überhaupt nichts. Jawohl, Gott sei Dank. Aber in diesem Falle... Alles. Geh mir aus dem Weg. War es ja wirklich nicht schwer, diese peinliche Angelegenheit sofort zu durchschauen. Oh, liebe Frau Schlottermann, bitte, bitte sag seiner Frau nichts. Wenn die von unserem Verhältnis erfährt, dann macht die Gulasch aus ihm. Da mag ich Nudeln dazu. Nicht zu fassen. Darauf kann ich leider keine Rücksicht nehmen. Nein. Obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass dieser Betrüger auch als Gulasch ungenießbar ist. Na, ist ja auch keine Nudeln. Alex! Das ist doch nicht zu fassen. Geh mir lieber aus dem Weg. Alles. Ich werde leider nicht umhin kommen, meiner lieben Freunde Isolde von den Ehewidrigkeiten ihres Mustergatten zu berichten. Das habe ich auch gar nicht anders erwartet, Frau Schlottermann. Tja. Wenn Sie mal in den Himmel kommen sollten... Ja. Ah ja. Sollten, dann werden diejenigen, die vor Ihnen drum sind, schleunigst zum Teufel in die Hölle flüchten. Also, Herr Knopp, Sie können mich nicht beleidigen. Sie nicht. Schließlich und endlich besitze ich die besseren Trümpfe. Aha, besitze ich die besseren Strümpfe. Alois. Und ich besitze dieses Ferienhaus hier und deshalb fordere ich Sie auf, einzupacken und auszuziehen. Oh, aber Herr Knappe, das können Sie ja nicht machen. Schauen Sie, wir haben doch Hochsaison. Ganz Lied und Makaroni ist ausgebucht. Ja, was sollen denn wir schlafen, wenn Sie uns rausschmeißen? Das ist doch mir wurscht. Dann mieten Sie sich eine Liege am Strand und meinetwegen noch einen Sonnenschirm dazu, dann haben Sie wenigstens ein Dach überm Kopf. Keine Liege, kein Sonnenschirm mit Dach, nichts ist frei, alles ausgebucht. Nicht einmal Platz für ein Handtuch ist zu kriegen. Die letzten 3 Tage habe ich unten am Strand im Stehen verbracht. Na, meine liebe Gattin und meine liebe Schwiegermutter haben noch einen Platz ergattert, weil die haben ja unbedingt Sonnenbaden müssen. Ne? Was, Ja. Ihre Schwiegermutter ist auch da? Ja. Mein herzlichstes Beileid. Ja, danke. Ja, und wo ist dann Ihre Schwiegermutter? Ich meine, die hört doch sonst die Flöhe husten. Aber nicht bei der Nacht. Da hat sie ihre Oropax in die Lauschen drin, ja? Und daher sind nichts. Na, dann kommt sie überhaupt nicht. Du bist es. Rückern doch nicht so. Ja, sag mal, Agathe, jetzt bist du immer noch nicht im Bett. Ja, wollt ihr denn heute überhaupt nicht schlafen gehen? Wir haben Besuch, Mutter. Bin gerade dabei, es zu bemerken. Soll ich aus dem Weg gehen? Nein, bleib stehen. Danke. Das ist ja der Herr Knorpel. Ja, sagen Sie mal, was machen denn Sie hier in Lido de Spaghetti? Macaroni. Hä? Macaroni heißt das nicht hier. Das ist doch egal. Nudeln bleiben Nudeln. Also, Herr Knorpel ist gekommen,
um uns aus seinem Haus zu weisen, Mutter. Ach, wie schön für mich. Was? Und erst den Weg an uns. Ja, ich wollte ja sowieso in den Schwarzwald. Diese Hitze hier, das ist ja unerträglich. Tagsüber wirst du gebraten, abends im eigenen Saft gedünstet. Ja, und was noch übrig bleibt, da fressen dann nachts die Moskitos auf. Man kann gar nicht so schnell kratzen, wie einem diese Biester beißen. Da, 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 da. Sag einmal, was haust du denn, ha? Ich hab dich nicht geschlagen, sondern ein Moskitus, das deine hohe Denkerstirne als Landeplatz benutzt hat. Ich verbiete mir, dass du meine Stänkertirne dauernd beschlägst, gell? Was? Stänkerstirne. Was erzählst du da? Herr Knorpel will uns aus dem Hause weisen? Ja, Mutter. Warum? Warum? Weil er Platz braucht. Für sich und seine Geliebte, Mutter. Was? Der hat eine Geliebte? Ja, Mutter. Dieser alte Knacker? Ja. Wohl etwa diese junge Gans da? Ja, Mutter. Oh, die ist doch viel zu alt für diesen Heini. Fritz heißt er, Mutter. Was? Dieser Heini heißt Fritz? Ja, Mutter. Ist ganz egal. Wie oder wie. Aber sie ist zu jung für ihn. Stell dir mal vor, wenn sie mit ihm und er mit ihr. Weiter? Da war doch noch was. Ach so. Das sollten Sie schon uns überlassen, was da noch war, liebe Frau. Ich weiß leider Ihren Namen nicht. Mitesser. Olga Mitesser. Sie isst aber nicht nur mit, sie säuft auch anständig. Halt den Schnabel, Alois. Wir sollten lieber schauen, dass wir mit dem Herrn Knorpel und seiner Begleitung zu einer Einigung kommen. Wir sind uns schon einig. So? Sie ziehen aus und wir ziehen ein. Ja, So kommt ja einfach. überhaupt gar nicht in Frage. Zuerst waren wir hier, und zwar mit Genehmigung Ihrer Gattin. Und ich sehe gar nicht ein, warum wir ausziehen sollen, nur damit Sie hier in Ruhe sündigen können. Oh, ich möchte auch wieder mal sündigen. Alois, Halt den Schnabel, Alois. In deinem Alter sündigt man nicht mehr. Du hast recht, Schwiegermutter. Ich wüsste auch gar nicht, wann ich sündigen sollte. Waschen, flicken, bügeln, einkaufen. halt den Schnabel, Alois. Die halten mich für einen Vogel, weil da einen Schnabel halten muss. Also, hier geht es um unser Recht. Jawohl. Und um dieses Recht werde ich kämpfen, und zwar bis zum letzten Blutstropfen. Sanitäter! Ja, sehr richtig. Bis zum letzten Blutstropfen. Und ich auch. Ja, falls die Moskitos etwas übrig lassen von Wenn mir. ich noch fressen darf. Also, ich bin zwar nicht gerne hier, aber Prinzip bleibt Prinzip. Ich trete ab sofort in den Hungerstreik. Oh, ja, das haut mich Viere. Dann brauche ich weniger Liere. Alois. Aber ich bin auch zu einem Entschluss gekommen. So? Jawohl. Ich verbarrikadiere mich im Lokus. Was? Jawohl. Dann hat dieser Mann zwar das Haus für sich, aber der wichtigste Platz, der fehlt ihm. Ja, und dann möchte ich doch sehen, ob er nicht nachgibt, wenn er mal muss. Agathe, warte, ich komme. Übrigens eine entzückende Idee. Sitzstreik auf dem Klo. Ich muss sowieso. Da gehen Sie hin und kehren nicht wieder. Mei, wenn ich bloß das Fenster und die Tür von dem Aport zumachen lassen könnte.
Na, wissen die gewiss, dass die drin bleiben, ne? Also ich finde das Ganze mehr als kindisch. Ne? Wenn ich gewusst hätte, was mich hier erwartet, dann war ich da bleiben, wo ich war. Das wäre aber sehr schade gewesen. Dann hätte ich Sie nämlich nicht kennengelernt. Fräulein! Halt den Schnabel, Alois. Da fangen Sie an an. Schließlich das ist meine Geliebte, ja? Na ja, ich will mich ja nicht zwischen euch zwei hineindringen. Aber sind Sie mal 25 Jahre dazu verdonnert, mit dieser Frau verheiratet zu sein? Und als Nachtisch bekomme ich dann den schwiegermütterlichen Senf aufs Butterbrot geschmiert, ne? Ja, anschauen dürfen Sie es ja. Aber sonst geht nichts. Ja, mehr will ich auch gar nicht. Jetzt hätte sofort meine Hinrichtung durch die 2 Klofrauen zur Folge. Weil der Hunger treibt ja die 2 wieder raus. Mei, es tut mir richtig leid, dass die so unter Pantoffel stehen. Unter einem Pantoffel, ich stehe unter einem ganzen Schuhladen. Aber das ist mir jetzt gleich. Die Gelegenheit ist günstig. Jetzt werden wir einen Begrüßungsschluck machen, wir 3. Ich weiß, wo die Alte die Flasche versteckt hat. Also eigentlich tut er mir richtig leid, der arme Kerl. Wieso? Er ist doch selber schuld. Braucht ja bloß nicht alles gefallen lassen. Also wenn das meine Frau wäre, dann wärst du schon längst halbweise. Und du warst dafür lebenslang ins Gefängnis gewandert. Immer noch besser, als wir mit so einer Frau verheiratet sein. Da ist die Mama schon besser, gell? Naja. Nicht viel. Ah, darum hast du dir eine Geliebte zugelegt. Ja, das war aber deine Idee, mein Schatz, gell? Gib's zu, die Idee gefällt dir doch auch, Ja, oder? ganz gut. Das ziehen wir jetzt durch. Die nehmen wir jetzt so auf den Arm, die Ja. kannst du schlottern, Mann. Da kann dir der gleich ein Puzzle geben dafür. Na dann tu's doch. Wir wissen ja, dass es bloß ein väterliches Puzzle ist. So ist es. Entschuldigen Sie, ich komme in einer Viertelstunde wieder Nein, vorbei. nein, Ich will nicht stören. Bleiben Sie da, das können wir ja dann nachholen. Ja, nachholen. Ich weiß schon, wann Sie das nachholen wollen. Wann Sie mich und meine Familie aus dem Hause hinausgejagt haben. Aber das macht jetzt gar nichts. Darauf wollen wir es einen dritten trotzdem. Sagen Sie mal, Ja? könnte man nicht eine Lösung finden, die für alle annehmbar ist? Ich weiß keine. Jetzt wird gesoffen. Wer weiß, wann ich wieder dazukomme. Also, Prost. Also, Ja, da kommen wir ja gerade recht. Das ist ja die schönste Party im Gang. da schau her, der Herr Schlottermann Junior, grüß Gott. Ja, der Herr Knorpel trinkt auch mit. Freunde. Darf ich Ihnen meinen Freund Hans vorstellen? Grüß Gott. Ja, sagen Sie mir, Herr Knorpel, wir kommen denn Sie nach Lido Macaroni? Nachdem ich jetzt zum 3. Mal gefragt werde, Ja. wie ich nach Lido Macaroni komme, Da bin ich auch neugierig. möchte ich hier ein für alle Mal feststellen. Ja? Meine Begleiterin Ja. und ich, wir sind mit dem Auto, ich buchstabiere, A-U-T-O, Das heißt der Auto. genau, nach Lido Macaroni gekommen. Jetzt hoffe ich, dass ein für alle Mal diese Frage geklärt ist. Ja, und wer ist Ihre charmante Begleiterin, Herr Knorpel? Na, sei doch nicht so neugierig, Klaus. Gestatten, dass ich mich vorstelle, ich bin der Klaus. Und ich bin der Quartel, grüß Gott. Ja, und ich bin Der der. Vater vom Klaus, ja. Ja, das weiß ich. Sie kenne ich doch, Herr Knorpel. Ich meinte, ich wollte... Hallo, Klaus. Das ist das Fräulein Heidi und ist die Mätresse, die Mexlan-Cognac. Was, du trinkst einen Cognac, Papa? Ja, natürlich, und zwar anständig. Ja. Und darauf wollen wir trinken, Aber Prost. die Mama und die Oma, Die Mama und die Oma, die sitzen. die sitzen? Jawohl, das heißt, eine wird sitzen, die andere wird stehen. Oder umgekehrt, ne? Denn da, wo die zwei sitzen bzw. stehen, da ist ziemlich wenig Platz. Also Papi möchte jetzt wissen, wo die Mama und die Oma sind. Ach Gott, ist das so schwer zu verstehen, ha? Deine holde Mutter und deine noch holdere Großmutter sind unter die Besatzungsmächte gegangen. Sie haben den Lokus besetzt. Und das ist ein Grund zum Trinken. Prost. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Na,
also ich mach nichts mehr, ich bin das nicht gewöhnt. Ja, aber daran könnte man sich doch gewöhnen. Jawohl. Ja, stimmt auch wieder. Ich bin es zwar auch nicht gewöhnt, aber gerade schmeckert es mir. Gerade schön, gerade schimpft im Moment. Hoffentlich bleiben die zwei Wetterhexen recht lange auf dem Auf dem Scheiterhaufen sollte man die zwei verbrennen und die da das Holz sammeln. Ganz ein trockenes, damit es schön brennen geht so weiter. Papa, ich glaub, du hast jetzt genug, sonst gibt's wieder Ärger. Ärger? Ich lass mich aber nicht mehr ärgern von diesen zwei Klosettbürsten. Wir haben lange genug gestritten wegen dem Platz hier, ne? Ach so, Platzmangel. Darum geht's also. Ja, genau, um den Platz. Weil nämlich mein Papa, Papa Galli, ja, wir sind hier überraschend ein paar Tage hergekommen. Seitdem stolpern wir über einen Schlottermann nach dem anderen. Hallo. Was ist los? Lege Wert festzustellen, dass Sie auch über eine Olgasis Metinesta gestolpert sind. Herr Knoppel. Was bitte ist denn eine Olgasis Metinesta? Das ist lateinisch, heißt auf Deutsch Olga Mitesser. Seit wann kannst denn du Lateinisch sprechen? Seit ich an diesen Cognac gerochen habe. Ja, mir scheint, du hast nicht nur dran gerochen. Ja, macht ja nichts. Mir schmeckt und es wird weiter gesoffen. Und jetzt bin ich gerade dabei und hätte den Mut, deiner Mutter und deiner Großmutter das zu sagen, was ich ihr schon lange sagen hätte müssen. Ja, und warum tun Sie es dann nicht, Herr Schmidt? Weil so viel habe ich auch noch nicht gesucht. Ja, Papa, und jetzt wird er dann nichts mehr gesoffen. Zumindest so lange nicht, bis wir zu einer Einigung wegen dem Haus da gekommen sind. Ja, sehr richtig. Also dieser Meinung bin ich auch. Ja. Unter erwachsenen Menschen müsste das doch möglich sein. Sehr richtig. Ich meine, Platz genug wäre doch für alle. Jawohl, da hast du ganz recht. Jawohl, Platz noch dazu, wo diese zwei Klofrauen auf dem Lokus hocken, ne? Und dann hätten wir alle in den oberen Schlafräumen genug Platz. Du könntest statt deiner Großmutter den Herr Knorpel zu dir nehmen und ich das von den Heidi. Aber andersrum war es mir lieber, Papa. Aber mir nicht. Aber nicht. Aber mir nicht. Ich meine, mein Ferienhaus teile ich ja gerade noch mit euch, aber meine Begleiterin nur über meine Leiche. Über deine Leiche? Hast du das Ziankali dabei? Sag mal, wer kommt jetzt noch? Wahrscheinlich noch mal einer aus eurer Familie, der da Anspruch auf das Ferienhaus hat, aber auf ein paar mehr oder weniger kommt es jetzt wirklich nicht mehr drauf Ja, an. Familie bist du nicht. Ja, was ist mit dem Cognac? Hallo, du Seifensieder, lass den Cognac da. Jetzt, wo wir mit dem Platzeinteilung einig sind. Ne? Was? Da weiß ja noch gar nichts davon. Du weißt noch nichts? Warte, bis das Ziankali da ist. Das ist aber sehr nett von Ihnen, Signorina Ravioli. Buonasera. Buonasera. Ja, buonasera, hau die her, sind wir mehrer. Mille, grazie. Ich mag kein Mille und Grazen tue ich mir selber. Den Cognac her. Ja, das ist ja meine Geldtaschen. Da sind ja meine ganzen Papiere drin. Deswegen ist ja das Fräulein Maria da. Ja. Sie hat die Geldtaschen in der Disco gefunden, in der wir heute Abend waren. Ja, Fräulein Ravioli, die dort arbeitet, hat sie entdeckt und die jetzt wiedergebracht. Mein innigsten Dank, Fräulein Ravioli. Das ist auch ein Cognac wert, Fräulein Teigware. Ja, sag mal. Ja, so jung kommen wir nie mehr zusammen. Ne? Per favore, prego, nicht sprechen so schnell, Signore. Poco parlare tedesco. Ich spreche weniges Deutsch. Ja, macht nichts, dafür spreche ich besser Italienisch. Ja, du sitzt mit dem Popo auf Mio neben Mio und da Cognaco, Trinco, Capito. No, non capisco was du sprechen, Signore.
Also Ihre italienische Sprache, Herr Schlottermann, tät ich auch nicht verstehen. Nicht wahr? Habe ich das verkehrte Wörterbuch mitgenommen, oder? Sie haben aber wirklich eine eigenwillige Aussprache. Mein Image. Das hat er von seiner Schwiegermutter. Oh, Verteufel. Maria, magst du dich nicht hersetzen? Akkommodi. Ja, auf Kommode braucht sie sich nicht sitzen, oder? Lang dafür haben wir einen Stuhl und Tisch. Leider, ich muss gehen jetzt, weil es schon sehr tardi. Wir haben keinen Bacardi, wir bloß einen Cognac. Nein, sie möchte keinen Bacardi. Sie meint nur, dass es schon ziemlich spät ist. Spät? Ja, soll ich das heute sagen, ne? Na ja, Frau, trinkst jetzt einen Cognac mit oder nicht? Ha? Oh, Sie machen Bella Festa? Ja. Benissimo. Haben Sie Compleanno? Was hab ich? Was Oh, ob Sie Geburtstag haben, Frau. Geburtstag? Ich? Ja, so eine Art Wiedergeburt habe ich, ja. Aber sie wird leider nicht von langer Dauer sein. Richtig, ein Cognac oder kein? Sì, naturalmente, Signor Schlottermanni. Wenn Sie haben deine Compleanno, ich trinke Ja, ein mit. natürlich, da hau die, sitzt die nieder, hau die her. Bring ein Glas und damit sie was rührt. Heute Nacht saufen wir durch. Dann haben wir keine Probleme wegen den Schlafplätzen, ne? Ja. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie noch ein Weilchen da bleiben, Fräulein Ravioli. Ja, und nochmal meinen innigsten Dank für die Brieftaschen. Oh, prego, ist nix gut, wenn nix haben Papiere. Ja, hoffentlich haben meine Weiber genug Klopapiere. Ja, Papa, vergiss die Mama und die Oma nicht. Nein? Wenn die ihr freiwillig gewähltes Gefängnis verlassen, dann möchte ich nicht in deine Haut stecken. Ach, was, Klaus. Was stört mich Weib? Was stört mich Kind? Wenn meine Weiber auf dem Lokos sind. Bravo, alles bravo. Das ist so, wie der junge Herrgott tanzt. Ja. Was ist das überhaupt für ein Tanz? Was Das eine Tarantella. Tarantella. Das schaut eher aus wie ein afrikanischer Fruchtbarkeitstanz. Was für auch, dass nichts passiert mit euch zwei, gell? So nah war ich noch nicht dort bei ihr. Fruchtbarkeitstanz. Ist das etwas machen, wo Prost? Ich weiß nicht, ich meine, ich kenne mich da nicht so aus, wie es bei euch in Italien ist, aber ich glaube nicht, dass man da Prost sagt dabei, gell? Jetzt warte mal, jetzt bin ich einmal dran. Ja, gut, dann her. Oh. Ja, so. Und wie fühlst du dich dann so ohne deine Frau? Oh, ich bin so zufrieden. Ich bin auch ganz zufrieden mit deinem Prinz. Ja. Habt ihr es gehört? Sie ist zufrieden mit mir. Habt ihr das schon mal von euren Frauen oder Freundinnen gehört? Hä? Ich hab zurzeit keine Freundin. Und ich hab keine Frau, Gott sei Dank. Da gib mir meine italienische Bandnudeln wieder. Geld schon wieder. Jawohl, vielen Dank. Sie alle müssen machen mit. Diese Tanz sei nicht schwer. Alois! Was machst du da? Das siehst du ja. Ich tanze Tarantella, mal langsam und dann schneller. Agathe, du bist es? Du bist es natürlich, wer denn sonst? Ja, seid sie nimmer? Ja, kennt sie nimmer oder müsst sie nimmer? Alois! Das ist ja nicht zu fassen. Während meine Mutter und ich uns selbstlos aufopfern, um unser Recht kämpfen, Sei tapfer, Papa, sei tapfer. Ja, ich versuch's. tust du dich hier mit diesen Leuten zusammen und feierst Orgien. Du solltest dich schämen, Alois. Und du auch, Klaus. Und du auch, Klaus. Und für sowas sitzt man stundenlang am Brillenrand. Ja. Da musst du ja furchtbar viel durchgemacht haben. Alois! Wer seien diese Signoras? Das sind seine Marias.
Dio mio, wir haben duas Senoras. Nein, um Gottes Willen, Maria, nein. Verheiratet ist er nur mit der einen. Die andere ist ein Hochzeitsgeschenk, auf die jeder Mann verzichten könnte. Weißt du, das ist seine Schwiegermutter. Schwiegermutter? Was ich weiß da? Was ist das? Sei froh, dass du nicht weißt. Also was Schwiegermutter auf Italienisch heißt, weiß ich nicht. Aber auf Chinesisch, da weiß ich. Ja, wie heißt denn Schwiegermutter auf Chinesisch? Also Mutter heißt auf Chinesisch Zang. Das heißt Schwiegermutter Beißzang. Dann habe ich eine Beißzang. Ja, Sehr witzig. Ja, jedenfalls ist die Wiedergeburtsfeier vom Alois leider zu Ende. Was heißt hier leider? Gott sei Dank, dass sie zu Ende ist. Wird allerhöchste Zeit, dass ich hier wieder mal mit einem eisernen Besen kehre. Allerhöchste Zeit. Halt den Schnabel, du alte Krawallschachtel! Wie bitte? Wie bitte? Halt den Schnabel, Olga! Ich muss mich wohl verhört haben. Nein, das haben Sie nicht. Der Alois hat laut und deutlich gesagt, halt den Schnabel, alte Krawallschachtel. Gratuliere, so viel Mut hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ich danke dir, mein Freund. Ja, mach nur so weiter. Versuch ich. Was? Du bist mit diesem Menschen, Herr Du, dieser Mann, der uns unsere Heimat berauben will? Natürlich bin ich mit ihm per Du. Ich bin mit allen per Du. Und besoffen sind wir auch. Ja, das hättest du nicht betonen müssen. Das habe ich so auch gesehen. Ich auch. Ist ja nicht zu fassen. So trittst du meine Erziehung mit Füßen. Ja, sehr richtig, sehr richtig. Jahrelang habe ich versucht, einen ordentlichen Menschen aus dir zu machen. Jawohl. Gitzing. Habe jeglichen Alkohol von dir ferngehalten. Ja, von mir auch. Mutter! Und jetzt? Und jetzt habe ich ihn gefunden. Und ich bin ganz happy. Auch du hast plötzlich menschliche Züge. Und deine keifende Stimme schwebt wie das Säuseln eines Frühlingswinders an meinen Ohren vorüber. Ja, gib's noch aus, vielleicht kann ich mich an deine Großmutter auch noch gewöhnen. Nichts gibt's mehr, bleib sitzen, Klaus. So, und du, Alois, du gehst jetzt sofort in dein Bett. Ich bin nicht müde. Ab sofort bist du müde. Und morgen früh, wenn Gott will. Alois, unterhalten wir beide uns weiter. Auch über diese Person da, mit der du, wie ich mit eigenen Augen gesehen habe, einiges im Sinn hattest. Maria! Jawohl. Überhaupt kein dran denken. Aber wenn ich sie so anschaue, könnte ich dran denken. Ja, dann geh doch mit ihr, du tu nicht gut. Glaubst du, meine Tochter wäre auf einen Blindgänger, wie du einer bist, angewiesen? Ja. Im Leben nicht. Du, so einen wie dich kriegt sie auf jedem Flohmarkt. Wann ist denn der nächste? Oh. Dutzendware bist du. Ein Ladenhüter. Ein Ladenverhüter. Aber ich habe ja meine Tochter schon immer vor dir Knallbonbon gewarnt. Aber nicht laut genug. Sonst hätte ich diese Xantippe nicht am Hals. Du Klaus,
dein Vater wird von Minute zu Minute stärker. Ja, ich kenne ihn selber nicht mehr. Aber ich kenne ihn umso besser dafür. Und sag mal, wie sprichst du denn eigentlich von meiner Tochter? Du mit Cognac abgefüllter Gartenzwerg, du! Das hätte ich schon längst tun sollen. Geduldig habe ich Jahr für Jahr, ohne ein Wort zu sagen, die Kartoffel abgestaubt und die Briketts geschält. Umgekehrt, Papa, umgekehrt. Umgekehrt habe ich sie geschält, jawohl. Und ohne ein Wort zu sagen, nachdem ich dich mit meiner Liebe immer verwöhnt habe, ne? Was hast du? Ja. Geh mir aus dem Weg, Mutter! Bitte! Du hast mich mit deiner Liebe verwöhnt? Ja. Ha, dass ich nicht lache! Den 100-jährigen Kalender müsste ich zu Rate ziehen. So alt bist du schon? Wenn ich das letzte zärtliche Zusammensein überhaupt finden würde. Ja, ich kann's ihm nicht verdenken. Sie halten sich daraus, Herr Knoppel. In Ihrer Ehe scheint ja auch nicht alles in Ordnung zu sein. Sonst müssten Sie nicht mit Ihrer Geliebten heimlich in den Urlaub fahren. Na, jetzt reißt die zusammen. Ach. Was nutzt denn, wenn wir uns streiten? Ja. Schließlich müssen wir doch die nächsten Tage alle miteinander unter einem Dach verbringen. So ist es. Ja, zu dieser Einigung waren wir doch gekommen, oder? Ja, so ungefähr. Nur die Zimmerverteilung war noch nicht geklärt. Also für mich ist sie geklärt. Ich gebe auf alle Fälle mein Zimmer nicht her. Jawohl. Und ich auch nicht. Ja, dann behalten Sie es heute in Gottes Namen, ja. Wir sind zuletzt gekommen, also nehmen wir das, was übrig bleibt, oder? Ja, dann bleibt ja nur noch die Couch. Ja. Wird es nicht ein bisschen eng für uns zwei? Oh, aber Fritzi, Bubi, für Verliebte wie wir kann es doch gar nicht eng genug sein. Außerdem können wir ja noch eine Liege dazustellen. Ja. Liege? Ja, liegen haben kurze Beine. Ja. Also, das mit der Liege kommt nicht in Frage. Ich überlasse euch selbstverständlich mein Zimmer. Ja, und der Hans und ich, wir nehmen die Couch. Was? Wir zwei? Ja. Hoffentlich bleibst du anständig. Ja, Bubi schon. Und was ist mit mir? Klaus, bedenke, dein Zimmer ist auch mein Zimmer. Wärst ihr zwei auf dem Lokos geblieben, gab's keine Probleme. Ja. Scusi, amici. Was? Ist schon sein sehr spät. Ich muss machen auf Weg. Aha. Was macht ihr auf den Weg? Also Zustände sind das in diesem Italien. Nein, Frau Mitesser, das haben Sie ganz falsch verstanden. Wie immer. Ja, die Maria möchte bloß endlich nach Hause. Und ich werde dich natürlich begleiten. Bleib sitzen, das mach ich. So ein junges, unschuldiges Mädel kann man doch nicht in die stockverfinsterte Nacht hinausjagen. Nein. Wo 1000 Gefahren auf sie warten. Noch dazu diese vielen Ausländer, wo man hier hat. Sondern Italiener. Eben. Ja. Aber vor dir wär sie wenigstens sicher, du. Ja. Du Casablanca, du. Casanova heißt der Kerl, Oma, nicht Casablanca. Ja. Das ist doch vollkommen Schnuppe. Oder glaubst du nicht, ich habe nicht gesehen, wie dieser Mensch mit was für lüsternen Augen, der dieses arme, unschuldige Wesen umgarnt hat. Was hab ich? Ja, umgarnt hast du sie, als ob man dir Juckpulver in die Unterhosen gibt. Mutter, reg dich nicht auf. Er geht sowieso nicht. Von dir lasse ich mir gar nicht mehr sagen, gell? Ich war lange genug dein Trottel. Ja, Papa, wart lieber, bis sich die Wirkung des Cognacs wieder verflüchtigt hat. Dann bist du es nämlich wieder. Also lass lieber den Hans mit der Maria mitgehen. Jawohl, der Hans, der kann. No, prego, no. Was denn? Ich besser gehen solo. Und meine Papa und meine Fratelli. Oh, Wer sind da Fratelli? Das sind ihre Brüder. Was sind die alle Fratelli? Alle. Sie, meine Brüder sehr böse werden, wenn ich komme nach Hause mit fremden Senior. Certamente sie schon warten auf mich und molto schimpfen, weil ich so tardi. Das ist ein Grund mehr, dass ich mitgehe. Nein.
Wir werden mitgehen. Wir werden mitgehen. Da werde ich deinem Vater und deine Frau Teles alle Bescheid sagen, dass sie ganz sorglos sein können. Und wegen mir sowieso. Mir sieht man ja in 100 Metern schon an, dass ich ein harmloser Idiot bin. Mir ist doch das Ganze hier zu blöd. Ich gehe jetzt in mein Bett. Gute Nacht zusammen. Gute Nacht. Ja, angenehmes Flohpass. Ich bin erschüttert. Alois Schlottermann. Ich schlottere gleich. Den Hals sollte man dir umdrehen. Dann schaue ich ja nur noch nach hinten. Aber das macht nichts, dann sehe ich dich von vorne nicht mehr. Aber das Halsumdrehen werden hoffentlich die Brüder von dieser Maria machen. Aber dann wirst du sehen. Keinen Funken Mitleid werde ich mit dir haben. Na, mach mal. Ich werde dich bestrafen. Ja, na. Nicht mal zu deiner Beerdigung werde ich gehen. Das hoffe ich. Oh. Denn wenigstens im Grab will ich meine Ruhe von dir. Weißt du, was du mich kannst? Ich ahne es, aber ich tu's nicht. Außerdem möchte ich mich nicht vergiften. Rutsch mir doch den Buckel runter. Ja, für den Gott, du bist Ich jetzt auch müssen gehen, molto presto. Ja, geh mal. Maria, servus, gell, Kinderlein. Sie haben mich sehr gut gefallen bei euch. Ja, wenn's noch einmal- bei uns ist zünftig, gell? So ein Programm gibt's im Fernsehen gar nicht, gell? So was habe ich jeden Tag gebraucht am Fernseher. Also, geh mal, alle. Va bene. Mit meinen Beinen gehen wir für alle. Aber prego, nicht lamentare, wenn Papa und Fratelli machen carne in scatola aus, du. Was ist denn das wieder? Büchsenfleisch, Herr Schlottermann. Oh. Fein gewürztes Büchsenfleisch. Da mag ich Toast und Butter dazu. Auf geht's. Geh mal. Hallo. Aber Papa doch nicht im Nachthemd. Jetzt check den Preisbeutel von deiner Großmutter und der hängt draußen am Gang. Auf geht's jetzt, jawohl. Ah, nein, ist ja gar gelesen schon mal, Alter. Aber da ist nur der Cognac dran schuld. Morgen in der Früh ist er wieder so groß mit Hut. Apropos, bis morgen ist gar nicht mehr so weit. Es wird Zeit, dass wir ins Bett kommen. Ha? Sag einmal, Klaus, hättest du vielleicht eine Liege und ein paar Decken greifbar? Ja, klar, aber wollt ihr wirklich da herunten schlafen? Ich mein, ich überlasse euch gern mein Zimmer. Oh nein, das ist sehr nett von dir. Aber da käme ich ja dann in die Nähe von deiner Großmutter und müsste mit ihr das Zimmer tauschen. Nein, da. Mit diesem Drachen möchte ich nichts zu tun haben. Ich bin ja nicht der Siegfried, der Drachentöter. Außerdem kriegt ihr den Schock ihres Lebens, wenn du jetzt plötzlich bei ihr auftauchst. Du, gell? Sag das nicht. Auch der Spätherbst hat noch seine warmen Tage. Aber nicht bei meiner Oma, bei der herrscht tiefster Winter. So, und ich besorge euch jetzt die Liege und die Decken, damit sie endlich ins Bett gehen könnt. Und dann gehen wir im Alten noch, damit der keine Dummheiten macht. Ja. So, und ich gehe jetzt ins Bad. Ja. Mach mich für die Nacht fertig. Ja. Bis gleich. Herrschaftszeiten war das ein Tag heute. Seit in der Früh geht's nix als wird zu. Schon die Fahrerei, bis wir da waren. Ein paar ruhige Tage wollte ich mir machen. Und was erlebe ich? Aufregung, Ärger und Stress. Prost, alter Fritz! Nein, so alt bist du auch wieder nicht, gell? Prost, Fritze! Darauf trinken wir noch einen. Meine Frau hat keine Ahnung, dass ich in Italien bin. Ich habe ein paar Mal versucht, sie anzurufen, bin aber nie durchgekommen. Wahrscheinlich ist einer auf der Leitung gestanden. Ja, das macht doch nichts. Bis die merkt, dass ich nicht daheim bin, bin ich schon wieder daheim. Prost, Fritzi. Da haben wir jetzt alles. Die Liege und die Decken. Ah ja. Soll ich dir gleich beim Aufstein helfen? Nein, das mach ich schon, das schaffe ich schon. Schau du lieber nach deinem Vater, weil sonst die italienischen Spaghetti-Brüder Pixenfleisch aus ihm machen.
Du weißt ja, wie die um die Ehre ihrer Mädels besorgt sind. Nicht? Ja, aber sie selber, die nehmen alles mit, was sie kriegen können. Ja, so ist es halt in Italien. Der Mann darf alles, die Frau nur wenig. Bei uns in Deutschland ist es gerade umgekehrt. Das kommt immer auf den Mann an. Ja, die geh jetzt. Ja. Angenehme Nachtruhe. Hoffentlich. Weil jetzt wird es nämlich wirklich Zeit, dass ich da in die Betten komme. So. Das ist ein bisschen knapp. Da muss ich mich ja zusammenrollen, das ist wie ein Rollmops. Hallo Klaus, hast du keine Gebrauchsanleitung dabei, oder? Ja, da sind ein paar so Fürs. Fürs haben wir schon. Bisschen nieder. Oh. Klaus, ich käme nicht mehr aus. Wahrscheinlich werde ich meine Knochen nummerieren müssen, sonst finde ich es morgen nicht mehr. Soll ich dir helfen, Papa? Nein, es geht schon. Du bist ein bisschen spät dran, aber es geht schon. Und da soll ich mich jetzt drauflegen. Na freilich, kann doch nichts passieren. Ehrenwort. Großes Ehrenwort, Papa. Papa, jetzt zirk dich halt endlich aus. Für alle Leute? Freilich, die können ja halt anzumachen, wenn sie nichts Trauriges sehen wollen. Oh, jetzt aber. Okay. So schlimm wird's auch nicht sein. Ordnung muss sein. Ein nackter Mann. Ja, was wollte die Zinofrau mitessen? Dieser Raum ist für den Rest der Nacht off limits, wie die Italiener sagen. Wenn man mal muss, dann muss man mal. Herr Herrschaft, zeigen Sie mal. Sie haben doch vorhin über eine Stunde am Locus gesessen. Ja, da habe ich aber nicht gemusst. Das war falscher Alarm. Also gut, dann ging es und schauen Sie, dass es weiterkommen. Ich möchte auch mal schlafen. Übrigens, hübsche Unterhosen haben Sie an. Ihre Beine dagegen wie ein Rhinoceros. Was? Rhinoceros? Sei Rhinoceros! Papa, komm, reg dich nicht auf. Mach's Licht aus und geh ins Bett, ha? Bett ist gut.
Kein Auge werde ich zumachen auf diesem Vehikel. Aber schuld bin ich ja selber. Drum stehen die schönsten Betten und ich, der Hausherr, ich muss da herunter auf so eine Liege schlafen. Bis morgen ist nur lang. Jetzt schlafen wir, ha? Gute Nacht, Heidi. Und träum was Schönes. Ja, und deine Füße. Du, Papa? Was denn, Heidi? Übrigens, deine Füße, die haben keine Ähnlichkeit mit einem Rhinoceros. Das ist nett von dir, Heidi. Ich darf eher sagen mit einem Gorilla. Vielen Dank. Was müssen Sie das Licht noch mal anmachen? Sie hätte doch den Weg im Finstern auch gefunden. Nein, hätte ich nicht. Ich bin nämlich nachtblind. Hoffentlich ist das letzte Mal, dass Sie müssen. Das ist nicht sicher. Ich habe gerade Entwässerungstabletten genommen. Und Gott. Licht aus! Grobian! Gute Nacht, Heidi. Gute Nacht, Papa. Du, Heidi, Ja, Papa? hast du das bemerkt, dass der Klaus ein Auge auf dich geworfen hat? Ich finde ihn auch ganz nett. Aber trotzdem bleibe ich dir treu. Das ist nett von dir, Heidi. Gute Nacht, Heidi. Gute Nacht, Papa. Du, Heidi, Ja, Papa? aber wenn dir der Klaus gefällt, ich hab nichts dagegen. Ja, da reden wir morgen drüber. Hm? Ja. Jetzt schlafen wir erst einmal. Ja. Gute Nacht, Heidi. Gute Nacht, Papa. Da geht's ja zu wie am Stachus in München. Müssen Sie auch dahin, wo der Kaiser zu Fuß geht? Nein, aber ich habe meine Lesebrille verlegt und ich kann sie nirgends finden. So was braucht ihn Sie mitten in der Nacht zum Schlafen? Eine Lesebrille! Naja, es könnte ja sein, dass ich heute Nacht was träume. Und dann kann ich nicht sehen, was ich träume. Wissen Sie, was ich Ihnen sage, Frau Schlottermann? Was denn? Das Ganze ist ein abgekartetes Spiel zwischen Ihnen und Ihrer Frau Mutter. Sie stören uns absichtlich, um irgendwelche Intimitäten zwischen der Heidi und mir zu unterbrechen. Aber das kann ich Ihnen gleich sagen, Frau Schlottermann. Ich bin müde. Sehr müde. Sogar zu müde. Sehen Sie, Fräulein, das ist das, was ich Ihnen gesagt habe. Zu müde ist er. Sie hätten sich einen Jungen nehmen sollen und nicht so einen alten Gebrauchten. Ja, glauben Sie mir, ich weiß, von was ich spreche. Ich habe selber so einen alten, müden Krieger zu Hause. Jetzt aber raus, sonst passiert was. Und Ihre Lesebrille, die können Sie sich in den Hintern stecken. Keine Intimitäten, ja? Gut. Kann ja sein, dass ich heute Nacht vielleicht gar nicht träume. Dann brauche ich auch die Brille gar nicht. Licht aus! So eine blöde Gans. Bist gestolpert, Papa? Nein, ich gehe immer so ins Bett.
Gute Nacht, Heidi. Gute Nacht, Papa. Schon wieder so ein Schlottermann. Da muss irgendwo ein Nest sein. Es tut mir ja wirklich leid, dass ich euch stören muss, aber irgendwie muss ich auch ins Bett kommen. Ja, ist schon gut, Klaus. Du, Klaus, du hast deinen Vater und deinen Hans lassen. Ich hab ihn nicht gefunden. Ganz Lieder Macaroni hab ich abgesucht. Aber der Hans und der Papa sind spurlos verschwunden. Wahrscheinlich sind die zwei in einer Fleischfabrik. Und der Sippschaft, der Maria da. Aber einen Vorteil hat das Ganze. Die zwei gingen nimmer durch unser Zimmer. Ich versteh dich schon. Ich zieh mich ja auch schon zurück. Du Ausbund an Liebenswürdigkeit. Aber beneiden tue ich dich trotzdem. Was, weil ich da auf der Liege pennen muss, oder was? Nein. Aber wenn ich in der Nähe von der Heidi sein könnte, dann darf ich gern mit dir tauschen. Da wäre ich ja in der Nähe von deiner Großmutter. Da bin ich noch lieber auf dieser Liege. Und jetzt bitte ich dich um eines. Schleich dich und mach's Licht aus! Gute Nacht, Heidi. Gute Nacht, Klaus. Du, Heidi, Ja, Klaus? schlaf gut. Ja, Klaus. Und ich muss zu meiner Oma. Gute Nacht, Heidi. Gute Nacht, Papa. Du, Heidi, Ja, Papa. jetzt fehlt eigentlich bloß nur der Alt und der Hans. Aber wer weiß, ob die zwei überhaupt noch kommen. Gute Nacht, Heidi. Gute Nacht, Papa. Du, Papa. Was ist denn schon wieder? Papa, ich mach mir richtig Sorgen um die zwei. Ob denen was passiert ist, ha? Das ist doch nicht unser Bier. Der Alte hat sich die Suppen eingebrockt, also soll er es auch auslöffeln. Und der Hans ist ja bloß mit, weil er auf die Maria da steht. So. Und jetzt lass uns endlich schlafen, sofern das in dem Haus überhaupt möglich ist. Gute Nacht, Heidi. Gute Nacht, Papa. Du, Papa. Ja, was ist denn schon wieder, Heidi? Papa, ich kann nicht schlafen. Ich mach mir so Sorgen um die zwei. Mach bitte das Licht wieder an. Raus aus die Pantoffeln. Rein in die Pantoffeln. Meine Abendgymnastik habe ich mir wahrlich anders vorgestellt. Das soll eine Erholung sein. Ui. Du, das ist bestimmt der Schlottermann und der Hans. Wach ihn auf. Zu Befehl, Fräulein Feldwebel. Oh, bin ich froh. Oh, mir hat's ja schon. Oh, ja, sag mal, wir sind vielleicht gelaufen. Wir haben einen Weltrekord aufgestellt. Der Nurmi war ein armer Spaziergänger gegen uns. Wir die Bluthund waren's hinter uns her. Ja. Nachdem wir den ersten Kampf gewonnen haben. Er hat gewonnen. Ich war schon auf dem Rückzug. Sag einmal, wo hast denn du dein blaues Auge her? Ja, ich wollte der Maria, das geht eigentlich doch einen Träger an, ich bin doch euch keine Rechenschaft schuldig. Ne? Aber mir, Alois. Da, schau her. Was denn? Wo hast du denn das blaue Auge her? Gefunden.
verschwunden. Ja. Konntest du wieder mal die Finger nicht bei dir halten? Hat sie dein blaues Auge geschlagen? Aber wo hast du denn das zweite blaue Auge her? Ja. Wieso das zweite? Ich habe nur eins. Aber nicht mehr lange. Was? Oh, Eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, K.O. Ist das eine himmlische Ruhe nach dieser aufregenden Nacht? Ui, 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 ui. An der Sie ja nicht ganz unschuldig sind, Herr Schlottermann. Ja, diesen Vorwurf kann ich dir leider auch nicht ersparen, Papa. Ja, ich weiß schon. Ihr habt ja recht, ihr zwei. Ich bin ja auch gestraft genug worden. In meinem Kopf geht's zu wie in einem Bienenhaus. Das geschieht dir auch ganz recht. Was musst du ja so viel saufen? Ja, die ganze Flaschen haben's ausgesoffen. Ja, ich war immer schon ein Flaschenkind. Aber es hat auch was Gutes gehabt für sich, ne? Unsere zwei Wederhexen samt fort, haben noch kein Wort mit uns heute gesprochen. Ja, eben weil's fort sind. Ja, wie wir nämlich aufgestanden sind, waren sie schon weg. Ja. Und unser Auto dazu. So. Wo die wieder hier sind. Ist mir so egal wie nur was. Hoffentlich kommen die zwei nicht so schnell wieder retour. Was mir viel mehr Sorgen macht, ist unser Auto. Du kennst doch deine Mutter als Fahrerin. In einer Straße nur ein einziger Baum. Den trifft's 100%. Ja, um Gottes Willen. Was? Hoffentlich gibt's dann in dem Ort keine Allee. Oh! Dann schaut mein Auto aus wie eine Wellblechgarage. Und zuhauen können die zwei Weiber. Deine Mutter und deine Großmutter. Die zwei sind über mich hergefallen wie zwei Hydranten. Ja, Papa, das heißt Hyänen. das sind sie auch. Aber daran sind Sie ja auch nicht unschuldig, Herr Schlottermann. Nein? Ja, wie Sie die Maria angemacht haben. Ach was, ist doch weiter nichts passiert. Ich wollte Maria ein Busserl geben und schon habe ich Sterne gesehen. Das ist doch ganz klar, Papa. Warum? Die Maria hat doch gewusst, dass du verheiratet bist. Ja, und mir haben Sie dabei alles verdorben. Ach was, der Fritz ist doch auch verheiratet und hat auch eine Freundin, ne? Ja, leider. Was heißt leider? Da, schau her. Mein Knabe, dir gefällt mir die Heide, ha? Das wäre genau die Frau, von der ich immer träume. Hör auf. Das habe ich von deiner Mutter auch einmal geglaubt. Jetzt habe ich nur noch Albträume. Merk dir das, meine Bur. Verliebe dich oft, verlobe dich selten und heirate nie. Blödsinn, Papa. Nicht jede Ehe muss in einem Fiasko enden. Sehr richtig. Also ich kenne zum Beispiel sehr viele Ehepaare, die sehr glücklich miteinander verheiratet sind. Ja, er ist glücklich und sie verheiratet. Na, sowas möchte ich nie mehr mitmachen. Was möchtest du nicht mehr mitmachen? Ah, das verheiratet sein, wo die meisten Leute sagen, das wäre eine glückliche Ehe. Dabei ist es die Hölle auf Erden. Lieber melde ich mich freiwillig bei der Bekanntenlegion. Na, halt. Was ist
Bei der Fremdenlegion, ja. Ja, das war gar nicht so verkehrt, wenn es bei der Fremdenlegion einmal gewesen wärst. Warum? Denn eine gewisse Grundausbildung im Nahkampf kann im Moment nicht schaden. Was soll denn das heißen? Das soll heißen, dass draußen ein paar schwarz gelockte Jünglinge ums Haus rumschleichen, die nicht aussehen, als möchten sie mit dir Ringelreihe tanzen. Um Gottes Willen, das werden doch nicht die Fratelli-Brüder sein, sondern Maria. Ich glaube aber schon. Die haben sich nämlich nach einem Senior Schlattermann erkundigt. Ja? Ja, den wollen sie zu Karne ins Catola verarbeiten, haben sie gesagt. Wenn mein Italienisch ausreicht, dann heißt es so viel wie Büchsenfleisch, ne? Ja, genau, Alois, du wärst immer besser mit deinem Italienisch. Ja, um Gottes Willen, ihr werdet mich doch nicht abschlachten lassen wie eine reife Muttersau. Ne? Ich bin doch noch so jung, ich mag doch noch nicht sterben. Der Ruhe sanft in Frieden. Amen. Ja, schau, Blödsinn. Sagt jetzt mal, oder? Na. Ja, so ist es ja auch nicht. Ich möchte wenigstens meine Rente noch verbrauchen, wo ich so viel eingezahlt habe, oder? Der deutsche Staat wird ja bestimmt dankbar sein. Ja, was? Du kennst doch die schwierige Rentensituation bei uns. Ja, du hältst überhaupt den Pappen. Außerdem habe ich ja der Maria gar nichts getan. Aber Sie wollten. Wollen, mein lieber Hans, zwischen wollen und können, das ist ein großer Unterschied. Frag nur deine Mutter, du weißt es. Ja. Und du, wenn du nicht gekommen wärst, dann wäre die ganze Sache nicht passiert, sagt er das, gell? So, wieso? Was kann er nicht dafür? Hast du mit der Maria am Hand gewollt oder ich? Ja, um das geht's ja gar nicht. Wärst du nicht gekommen, wäre die Maria nicht gekommen, hätte ich sie nach Haus bringen müssen und so weiter. Also ist es deine Pflicht und Schuldigkeit, dass du für meine Rettung was unternimmst, ne? Ja, und was denn zum Beispiel? Zum Beispiel? Du könntest zum Beispiel hinausgehen zu die Fratellis und sagen, du bist ich. Nein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Warum denn nicht? Doch mein Fritzi-Bu will nicht als Büchsenfleisch herbringen. Das ist nett von dir. Also, lieber geh selber raus. Na, das wird dir nichts nützen. Warum? Weil du hast ja mit dem Alten überhaupt keine Ähnlichkeit. Das wäre dasselbe, als wenn sich eine Gazelle für einen alten Ochsen ausgibt. Nicht? Sag mal, machst du mit dem alten Ochsen wieder mir, ha? Na, das war nur so ein Beispiel, zum Beispiel. Nein, ich meine jetzt, wenn ich hinausgehe, vielleicht kann ich an der Situation was ändern. Auf eine Frau hören's vielleicht, ha? Das darfst du wirklich machen? Ja, freilich. Du bist ein Engel. Dafür möchte ich dich am liebsten küssen. Oh. Lass lieber bleiben, Papa. 2 blaue Augen hast du schon und mehr Augen hast du nicht. Lieber auf meine Bienenkönigin Obacht, gell? Mehr Augen hat er nicht, aber auf den Hintern hätte er noch Platz. Da sehe ich nichts. Ah! Jetzt geht los! Ja, ich schau, dass ich was mache. Ja, was hilft mir? Hilf mir. Also, allein lasse ich dich doch nicht hinausgehen. Was? Ich geh selbstverständlich Ja, haben. hallo? Und du druck uns wenigstens die Daumen, dass alles gut geht. Daumen, die Daumen, ich druck alles, was es überhaupt gibt. Ich druck und druck. Ich druck und druck. Hoffentlich drücke ich nicht auf der verkehrten Seite. Aber ist es jetzt, wie ich mag? Ich werde hier die Stellung halten, mein Lieber. Ah, die sollen nur kommen, die Brüder, die. Ja, wo willst du denn hier die Stellung halten? Oben im Kleiderschrank. Ja, so ein Feigling. Da rennt der davon, versteckt sich im Kleiderschrank. Ja, seine Frau hat schon recht, er ist schon wirklich ein Hans Wurst und der Schlappschwanz. Gibt's jetzt das? Wie man noch so feig sein kann und vor den paar Italiener. Geil. Geh auch in den Kleiderschrank. Na Gott sei Dank. Die Brüder haben wir beruhigen können. Ja, mei, das ist halt das italienische Ambiente. Die sind halt so, wenn es um ihre Madeln geht. Ja. Na, eigentlich schade, dass dein alter Herr nicht mit hinausgegangen ist. Ha? Was für ein Alter hier? Dein junger Freund mit dem alten Gesicht. Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das alles zwischen ein, zwei ein bisschen unnatürlich vor. Ah?
Du meinst mein Fritzi-Bubi? Der Friedli-Bubi. Das bin ich schon her. Na, es hört sich ja gerade so an, als ob du eifersüchtig warst. Ja, das bin ich auch. Schau, das ist doch kein Zusammenstand. Du ein sauberes Mädel und der alte Kameltreiber. Alter Kameltreiber! Ich verbitte mir, dass du so von meinem Vater redest. Was? Was sagst du da? Das ist dein Vater? Ja, bitte verrat uns nicht, ja? Ja, jetzt haut's mich von die Socken. Das ist wirklich dein Vater? Ja. Ja, aber warum dann das ganze Theater? Mei, da war doch nur deine Mutter dran schuld. Ja, die hat sofort gemeint, dass wir ein Liebespaar sind. Das ist wieder echt meine Mutter. Aber geh, Klaus, sag's bitte nix. Unter einer Bedingung. Und die wer? Dass du mir sofort sagst, ob du mich auch magst. Okay. Das hast du doch schon gespannt, oder? Freilich mag ich dich. Aber auf die bläden Gesichter von meiner Mama und meiner Oma, da bin ich jetzt schon neugierig. Ja, mei, und dein Vater, der Alois? Dem wird das wahrscheinlich wurscht sein. Im Gegenteil. Das ist nur noch Wasser auf seine Mühle. Irgendwie tut er mir vielleicht schon leid, weil er so unterm Pantoffel steht. Na, wieso, der ist aber auch selber schuld. Schau, mir zum Beispiel kann sowas nie passieren. So? Meinst? Freilich, ich bleib immer der Herr im Haus. Dein Wort in Gottes Ohr. Jetzt kommt mein Vater, der sollte es nicht wissen, ja? Dann lass dich noch mal küssen. Nein, nein, nein. Das holen wir nach, wenn du unterm Pantoffel stehst. Komm. Na, zu zweit in einem Schrank, das geht ja nie gut. Da werde ich lieber da herunten die Stellung halten. Hören tue ich nichts mehr. Wahrscheinlich hat mein Mädel die italienische Spaghetti-Brüder schon beruhigt. Ja, es ist schon ein Teufelsmädel. Richtig zum Lärm haben. Wahrscheinlich kaufe ich ihr das Armband, das wir heute in der Früh beim Spazierengehen gesehen haben. Es kostet zwar eine schöne Stange Geld, ein kleines Vermögen. Kostet zwar ein kleines Vermögen, aber für mein Mädel ist mir nichts zu teuer. Das ist ja hochinteressant, was du da drunten alles erzählst. Du, mein heißgeliebter Göttergatte, du. Ein Armband willst du dem Flietschall kaufen. Und ein sündhaft teures nur dazu. Schau mal, dass du unter den Tisch rauskommst. Du musst ja normalerweise hinkehren, das, gell? Zu mir warst du noch nie so großzügig, du Geizklopp, du Elitiker. Für mich dann ein paar so billige Perlen auch, gell? Isolde, wie kommst denn du nach Lido Macaroni? Ja, mit dem Flieger halt mich was denn sonst, frag doch nicht so dumm. Was tust du unterm Tisch drin, du alter Sünder, ha? Oh, wart nur, Freundl, dir werde ich deine Flügel schon noch stützen. Isolde, ganz andere Körperteile musst du ihm stutzen. Ja. Jawohl, sehr richtig. Dieser Mensch gehört in seine Einzelteile zerlegt und an die Fische verfüttert. Ja. Also, Isolde, ich freue mich wirklich, dass du da bist. Rühr mich ja nicht an, du kleiner Sofa. Das heißt Casanova. Ah, das ist ja. Ja, bei diesem Wort habe ich mich auch immer geirrt. Sie haben sich in ganz anderen Sachen geirrt, Frau Mittrinker. Mitesser, Ja, bitte das schön. wären Sie auch, ja. Aber bei Ihnen habe ich mich bestimmt nicht geirrt. Sie sind nach meinem Schwiegersohn das verkommenste Subjekt, was mir je auf Gottes Erdboden begegnet ist. Männer wie Ihnen gehört ein Mühlstein um den Hals gelegt und an der tiefsten Stelle der Adria ins Meer versenkt. Mama, lieber nicht. Die ist sowieso schmutzig nur. Du bist fein nett, Isolde, wenn's dich so ärgert. Direkt zum Neuverlieben.
Zwischen uns zwei ist aus. Und zwar für immer. Warum? Ich hab doch nichts da. Er hat nichts getan. Er, der unschuldigste aller Männer, dass ich nicht lache. Und bitte, was ist mit dem jungen Mädchen, mit dem Sie gekommen sind? Das war wohl ein Geist, oder? Na, die war aus Fleisch und Blut. Na, also. Ein Gesichterl hat die wie ein Engel. Und eine Figur wie ein Manneke. Und Fussel wie die Marlene Sperrhacken. Wer ist denn das schon wieder? Ja, die Dietrich halt. Ne? Ja. Und einen Hintern hat sie wie ein Brauereigaul. Ja. Den haben Sie vielleicht. Aber nicht mein kleiner Liebling. Oh, jetzt reicht's mir aber. Kleiner Liebling, sagst du zu dieser Sumpfdotterblume. Und noch dazu in meiner Gegenwart. Oh, Fremdl, das wird dir noch teuer zu stehen kommen. Zahlen musst du bei unserer Scheidung. Das letzte Hemd zirkt aus. Jawohl. Und auch die Unterhose. Was? Ja, die ist nämlich schöner als seine Beine. Ja, woher wissen denn Sie das? Weil er die Unverschämtheit besessen hat, sich in meiner Anwesenheit auszuziehen. Oh. Jawohl, um mit dieser jungen Person ins Bett zu steigen. Ins Bett? Jawohl, ins Bett zu steigen, doch, das gibt es. Aber das haben wir ihn gründlich versalzen. Gell, Agathe? Ja, Mutter. Ja. Was ist, Fritz? Sind die spanischen Spaghetti-Brüder schon fort? Italienischen, ja, aber die sind schon fort. Ja. Ganz alles ist fertig. Ja, Frau Knorpel. Ah, da ist ja dieses Mischstück. Was bin ich? Das andere Frauen ihre Männer wegnimmt. Hä? Da schauen sie ja den gar nicht, ha? Was? Die hätte ich schon einen besseren Geschmack zutrafen. Was hat die? Ein Gesichterl wie ein Engel. Aha! Dass ich nicht gleich lache. Die hat ja ein Visage wie der alte Schlottermann. Das ist doch der alte Schlottermann. Ja, meine liebste Freundin Isolde. Das ist tatsächlich mein Mann. So, kannst du mir mal sagen, was diese Verkleidung soll? Geliebte Agathe. Sag nicht geliebte Agathe zu mir. Wie du willst, du blöder Sauerampfer. Das Ganze, das war doch nur eine Tarnung. Eine Tarnung. Ja. Und kannst du mir mal verraten, vor wem oder für was du dich tarnen wolltest? Ganz einfach. Weil diese Fratelli-Brüder, die wollte mich verwursteln, vermetzgern wollten sie mich. Und da habe ich mir gedacht... Du hast gedacht... Stell dir vor. Alois, ja? Du denkst in letzter Zeit zu viel. Ja? Es wird höchste Zeit, dass wir beide wieder nach Hause kommen und ich für dich das Denken wieder übernehme. Wie du willst, geliebte Agathe. Du Schlappschwanz. Was man? Da grüß euch. Ja, Da ist ja dieses Mischstück. Ja, aber was soll denn das, Frau? Sowieso. Wer sind denn Sie überhaupt? Wer ich bin? Ja. Das werden Sie jetzt dann gleich erfahren, wenn ich dem Flitschel da meine Meinung gesagt habe. Also, aber Isolde, das Mädel ist unschuldig. Unschuldig. Das war ich auch einmal. Bis ich die kennengelernt hab. Scusi, Signora, ich nix wissen, was Sie wollen von mir. Du nix wissen. Du wirst aber jetzt dann gleich was wissen, wenn ich dich so richtig durch den Magen gedreht hab, ha? Aber Frau Knorpel, Sie tun dem Madel bestimmt Unrecht. Halt den Schnabel, Alois. Wie du meinst. Also, Isolde, pass auf. Das ist der Hans, der Freund von Klaus Schlottermann. Und das ist die Maria, die dem Hans, also dem Freund von Klaus Schlottermann, die Brieftaschen wiedergebracht hat,
die der Hans in der Disco verloren hat. Das ist ja alles recht und gut, aber wie kommst denn du zu der? Aber Frau Knorpel, Sie dürfen mir glauben, Ihr Mann ist bei dem Mädchen wirklich unschuldig, der hat gar nichts mit ihr zu tun. Sehr richtig. Ja. Und nach Einigung mit ihren Brüdern ist nämlich die Maria jetzt mein Mädel. Na, mein hast der gut. Alois, was hast du gesagt? Du bist so gut, Agathe. Gut. Und darum werdet ihr uns bestimmt nicht böse sein, wenn wir uns jetzt verabschieden, aber wir haben natürlich noch sehr viel zu besprechen, nicht wahr? Sie, amore mio, sogar sehr viel. Ja. Also dann wünschen wir noch einen wunderschönen Aufenthalt am Lido Macaroni. Ja, also, für Ciao, Susi. Arrivederci. Ciao, Bambi. Alois! Der wird endlich einmal das Liedschall von meinem Fritz kennenlernen. Das ist sie. Das ist der echte Mähdrescher Ihres Mannes. Nicht Mähdrescher, Mätresse, Oma. Moment mal! Also da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Die Ehefrau umarmt die Geliebte ihres Mannes. Ja, da schaust du die Schlottermann im Bauch. Und deswegen hast du mich nach Italien fliegen lassen, Agathe. Wegen meiner eigenen Tochter. Was? Nein! Ja! Ja, die Heidi ist halt einmal unsere Tochter. Ob sie ihnen passt oder nicht. Moment mal! Dann müsste ich sie ja kennen. Ja, und ich auch. Eben nicht. Denn sie wohnen erst seit einem halben Jahr neben uns. Aber die Heidi ist schon seit über einem Jahr als Auslandskorrespondentin unterwegs. Zufrieden? Und dich ist so, der wir ein paar Mal versucht anzurufen, bin aber nie durchgekommen. Ich habe eine Uhr gehabt, auf die kann ich dir nur sagen. Wird die Agathe gesagt hat, dass du eine Geliebte hast. Ich natürlich sofort in das nächste Flugzeug, um dich auf frischer Tat zu ertappen. Aber jetzt frage ich mich wirklich, warum diese Komödie? Ja, weil die Frau Schlottermann sofort glaubt hat, dass der Papa und ich ein Verhältnis haben. Was hat die geglaubt? Ja. Agathe, wie hast du dir blamiert? Halt den Schnabel, Alois. Du bist ja selber drauf reingefallen. Das sind wir doch alle, Oma. Und darum wollen wir uns jetzt nicht mehr böse sein. Nein. Im Gegenteil. Keiner ist so froh wie ich, dass die Heidi ungebunden ist. Oder gibt's da doch einen? Keinen außer dir. Na, also. Und bei uns ist auch wieder alles beim Alten, ha? Gern Fritz. Gell? Was bloß, da hängen wir jetzt einfach noch 8 Tage Urlaub dran und alles ist wieder beim Alten, gell? Und du bist mir nicht böse, gell, weil ich an deiner Treue gezweifelt Nein, habe. überhaupt Na. nicht, gell? Agathe, was ist? Wollen wir zwei nicht auch das Kriegsbeil begraben? Um Gottes Willen. Agathe, lass dich ja nicht mehr von diesem Menschen einseifen. Hör wenigstens diesmal auf deine Mutter. Halt den Schnabel, Olga! Ich habe viel zu lange auf dich gehört, Mutter. Alois, Ja, komm in meine Arme. ich bin schon unterwegs. Und was wird aus mir? Büchsenfleisch!
schön, drum lachen wir so gern. Lach mit uns und du wirst sehen, dann sind die Sorgen fern. Lachen macht das Leben schön, jetzt ist lang so weit. Herzlich willkommen zur Theaterstadezeit. Herzlich willkommen zur Theaterstadezeit. Bei uns ist die Welt noch in Ordnung, so schlimm kann die Sicht doch nicht sein. Und gibt es auch Kummer und Sorgen, bei uns sind sie ganz schnell